Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute mal etwas ganz anderes. Ich glaube, so etwas, was ich noch nie gemacht habe. Beziehungsweise schon mal versucht habe, als ich ein bisschen kleiner war, aber dann nachher nicht aufgeladen habe, glaube ich. Oder das Lenkrad-Video ist, glaube ich, auch noch drauf, aber ich weiß es nicht. Aber egal, um das geht es jetzt nicht. Und zwar habe ich jetzt ein Päckchen bekommen. Und zwar, das Päckchen ist von Manur. Ich habe das etwa von einer Woche bestellt und habe es jetzt erst bekommen, obwohl das Zeug alles auf Lager war. Aber habe ich mich im Stream schon darüber aufgeregt und jetzt, ja, anyway. Und zwar geht es darum, wie ihr schon gelesen habt im Thumbnail oder unten in der Videobeschreibung, es geht um den neuen MacBook, den ich jetzt bestellt habe oder bekommen habe. Jetzt besser gesagt, ich habe jetzt recht lange, habe ich auch schon ein MacBook gehabt, das 13 Zöllner, ist eins aus 2015, glaube ich, also ein relativ altes noch. Mit 16 GB RAM und die genauen Specs wüsste ich aber schon nicht. 256 GB und jetzt habe ich das Upgrade gemacht auf den neuen MacBook, also ist noch das 2019 Modell, also letztjährige Modell, mit i9 Prozessor aber schon drin und 1 TB Speicher, aber auch 60 GB RAM, das ist schon das Einzige, was das Negative daran ist, aber 1 TB ist sicher schon mal geil, weil der Speicher bei diesem Laptop ist eben immer voll und auch der i9-Prozessor schlussendlich, also ein kräftiger Prozessor und auch noch eine relativ gute Grafikkarte. Ich glaube, bei gewissen Plattformen geht es irgendwie schon darum, dass es irgendwie um einen Gaming-PC handelt oder so, aber ich game nie auf einem Mac eigentlich, oder allgemein game nicht auf dem Computer, sondern auf der PS. Und ja, was ich mir schon vorab dazu bestellt habe, ist so ein kleines Adapter hier, also wo man da die normalen USB-Anschlüsse noch hat und SD-Slot und da haben wir noch einen Internetanschluss an sich selber, HDMI und noch einen USB-C, weil ja der neue MacBook ja keinen normalen USB-Anschluss mehr hat, sondern nur noch USB-C. Und wir machen jetzt das Ganze mal schnell auf. Schauen wir mal, ob das wirklich da drin ist, oder wirklich das drin ist, was ich meine. Wäre das verdammt hart, mal, wenn irgendwie nur so eine leere Schachtel. Ah, jetzt gar nicht müssen aufschneiden hier. Den Riss, den man auftun kann. So. Schauen wir mal. Ich habe schon mega Freude. Heute ist wirklich ein super Tag. Heute habe ich noch eine Drohne bekommen, oder gehabt, besser gesagt. Also, es ist so, weil ich jetzt eine kleine Bosse hatte, hat meine Freundin die Drohne gehabt, ja, das Anzahl. Ja, aber ich freue mich schon richtig drauf. Heute ist wirklich ein sehr guter Tag. Was haben wir da noch? Eine Rücksendung. Ja, brauche ich wahrscheinlich nicht, das wird schon gut sein. So, da. Und das Ganze sollte jetzt nur noch hier innen sein. Dann würde ich mal sagen, machen wir das Ganze auf. Hat es so auch wieder. Da hat es auch wieder so ein kleines Reissverschlüsschen sozusagen, und wegziehen. Schau mal, da lacht mich schon etwas an. Ich muss das so aufklappen. Ich merke, das ist so eine Kartonschachtel, die man so aufklappen kann. Und da steht schon MacBook Pro. So, da innen ist übrigens nichts mehr. Eine schwer, ey. So, da ist nichts mehr. Und da haben wir jetzt das gute Stück. Das MacBook Pro ist auch ein. Jetzt seht ihr euch da, jetzt seht ihr auch, was ich für ein Stativ habe. Nämlich eine alte Shisha von mir. Nein, beziehungsweise steht gar nicht drauf, sondern auf ein paar Games, aber hinter da steht noch eine alte Shisha, aber jetzt ist dort drauf. So, also was haben wir da? Moment, das MacBook Pro mit 16 Zoll, also das grosse MacBook dann, mit dem Intel Core i9 8-Kern-Prozessor mit 2,3 GHz. Und 16 GB RAM, 1 TB Speicher und der AMD Radeon Pro 5500M, keine Ahnung. Und die Grafik ist nur 4 GB RAM, glaube ich, wie man das sagt. Keine Ahnung, ich komme mit so Technikzeug überhaupt nicht aus beim Computer, das ist über meiner Materie, kann ich sagen. Und ja, wir packen jetzt das Ganze mal aus. Dann muss ich jetzt so durch da anscheinend. Normalerweise hat es doch auch noch so kleine Dinger, die man wegziehen kann. Und das ist jetzt schon mein dritter Mac-Computer sozusagen. Ich habe noch ein iMac, das steht gerade hier nebendran. Von 2012, glaube ich, ja. Also auch noch ein bisschen älteres. Läuft eigentlich auch noch, aber es ist halt leider mit der Zeit, mit den Updates und alles und dran ist es halt relativ langsam geworden. Das MacBook selber an sich läuft eigentlich noch gut, was ich jetzt habe, also relativ schnell auch. Das Problem ist einfach, dass ich wechsle. Einerseits auch der Akku. Der Akku ist relativ gut nach 6 Jahren oder 5 Jahren. 6 Jahren kann man halt ja, nicht mehr so wahnsinnig viel erwarten.
Und das ist auch noch, eben halt tatsächlich auch noch der Speicher, der halt fast leer ist, immer, oder voll ist, meine ich, nicht leer. Und was ist noch gewesen? Bei der Videosbearbeitung, die ich jetzt mache über das Final Cut, ist mir oft aufgefallen, dass ich teilweise immer das Rendern geht 100 Jahre, oder wenn ich das Video exportiere, schlussendlich zum nachher aufladen auf YouTube, geht einfach extrem lang. Genau, so, wir machen mal das Ganze auf hier. Voilà. Mega dicke Verpackung hier. Dann kommt da wieder die übliche Apple-Fahne entgegen, die schmecken alle gleich, die Geräte. So, dann haben wir hier jetzt einmal das MacBook in Space Gray. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Space Gray ist es. Wir tun es jetzt mal kurz auf die Seite, denn so wie in jedem guten Unboxing fängt man immer zuerst mit dem Papierkram an. Oder beziehungsweise, ja, wir fangen mit dem Papierkram an. Also zuerst mal das hier, wo da drauf steht, dann Design bei Apple in California. Das ist ja der Standardspruch, steht ja eigentlich auf jedem Gerät drauf. Und dann haben wir hier einen Haufen WC-Papier drin, kann man sagen. Apple-Kleber. Also früher sind immer so alle spitz auf die Apple-Kleber. Ja. Ah, sogar geil. Das hätte ich noch nie gehabt, in Grau. Sonst habe ich immer nur weiße gehabt. Richtig geil. Ich habe sogar beim MacBook Pro, beim Mac Pro, oder wie der heisst, so der, wo aussieht wie so eine Käseraffel. Dort sind sogar schwarze Kleber, habe ich gemeint. Dann der Netzstecker, ein riesen Ding. Hure schwer auch, what the fuck? Wie viel Power hat der? Scheiße, also der, den ich bei dem MacBook habe, ist wesentlich leichter. Was für ein Oschi, ey. Und dann haben wir hier noch das USB-C-Kabel, darum eben halt auch der Adapter, weil der Laptop hat eben meines Wissens zu einem USB-C-Anschluss, genau 4 Stück sollte es sein, und noch ein Klinken, wieso auch immer ein Klinken noch vorhanden ist. Und dann ist das schon gewesen. Wie immer bei der Apple sehr viel Material dabei. So, dann. Und jetzt machen wir das mal zusammen auf. Da. Jetzt hoffe ich nur, das kennt ihr, aber man hat ja hier so eine Lasche da, beziehungsweise so sieht es vielleicht besser, da hat man so eine Lasche, die man dann noch hier wegziehen kann. So. Schon geil, ey. Ha! Vor allem, weil es so riesig ist, richtig geil. So, also lassen wir das mal schnell auf. Das kennt ihr jetzt wahrscheinlich wieder halt nicht. So. Genau, und dann sieht das Ganze jetzt so aus hier. So sieht das Ganze aus. Also die Folie drüber, die nehmen wir jetzt auch schon weg. Das ist einfach so eine Folie, dass das Display nicht gedörpert wird. Ich werde es wahrscheinlich nicht drüber nehmen. Ja, und dann sieht das so aus jetzt. Jetzt haben wir einen 27 Zöller und auch mit der Touchbar oben natürlich dann. Muss ich mal schauen, ob ich mit dieser Schlag komme. Ich finde es sieht schon geil aus, aber ich glaube, es ist ein bisschen schwierig von der Bedienung her. Oder irgendwie ganz Größe schwierig. Und das ist verdammt gross. Shit! Also wenn ich jetzt so, ich tue jetzt mal schnell kurz das Kleine nebenan auf. Und dann zeige ich euch das gerade mal schnell, wie das aussieht. So, jetzt sehen wir hier noch. Hinter dran ist eben noch das iMac. Also das war jetzt eben mein Alter, das ich jetzt hatte. Und das ist jetzt das Neue. Wenn wir mal so von oben schauen, haben jetzt so eben halt einfach noch ein bisschen mehr Platz selber als Trackpad und ist wesentlich grösser geworden. Das ist ja winzig, das hat mich eben auch so gestört, weil das so klein war. Wenn ich einmal irgendwie etwas verschoben habe oder so, bin ich immer wieder rangekommen und wenn ich losgelassen habe, ist es wieder weggegangen und das ist jetzt wirklich wesentlich grösser. Also ich habe jetzt wirklich nicht die kleinsten Hände, aber es ist wirklich sehr gross. Und dann haben wir jetzt die neue Tastatur, das sind ja nicht mehr Butterfly, glaube ich, die sie jetzt haben. Das sind wieder ein bisschen so die alten wie hier. Wobei, ja, es klingt ein bisschen anders, aber richtig geil. Ja, da läuft es gerade angelassen. Genau, also auch die Displays auch gross jetzt und richtig geil. Und ja, dann würde ich mal sagen, was es war mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch bitte eine Bewertung ab und auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und sonst sehen wir uns dann einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!